Ekran! Låt ons tubbranen en Gott kennenlernen. Welkom lieve vriend, welkom til het programma Ekran. Dankzij dat u hier bent, dankzij voor die tijd hier spenden met ons. Ik ga hier van jou dat eerste Mal eine Person, die nicht Plattdeutsch kann, die Spanisch redet. Sie ist Lourdes, sie ist von Venezuela. Und wir wollen von dir von Lourdes ihr Leben hier. So, du warst dort hier, dass sie dort nicht auf Spanisch sagen, aber dort wird Fußball Plattdeutsch übersetzt worden, so dass du dort fein verstehen kannst. En Lourdes, ik wil die vragen van waar ben je opgewassen? Vertel mal van waar je herkomen is. Dankeschön. Ik ben van Venezuela. Ik ben 22 jaar oud. En ik ben hier opgewassen. Mijn vader wordt niet werkelijk door weer. En hij behandelt ons ook zeer slecht. Dat wir schwer mit ihm te leben, aber dat wir bloß bei 3 Jahren. Ich bin der jüngste von 3. Und meine Brüder sind alle Christen. Meine Mama ist auch ein Christ. Und meine Mama hat uns immer sehr viel gelehrt in Gott sein Wort. Wir sind immer nur die Kirche gefahren. Das ist nicht ein Sonntag, wo wir nicht in die Kirche gefahren sind. Sie haben uns auch sehr viel gelehrt, uns Vater zu ehren. En met zuster jaren voorbij proef mijn vader waar ons op zijn ziet te krijgen. En ik was zeer jong aan Anfang, aber Gott in zijn Mitleid heeft hij ons weer frisch verzeind. En wens hij immer weer proeven deed, so heeft ons alle op zijn ziet gekregen. En van daar was hij niet de persoon wat hij vader was. Du sagst, dass dein Vater mit dir nicht thuis war, aber dass war mit einem Freund geworden. Lebt er mit dir als Familie taub? Nee, der wohnt nicht mehr mit uns. Er hat seine eigene Familie. So, wir leben deswegen wieder und wir wissen, wir sind sehr viel Liebe abgewassen. Wir sprechen uns Vater. Und even auch von alles, was passiert ist in den Hintergang. Und es kann sein, dass von der für mich selbst, es kann sein, dass ich am Leben da und ich gleich am. Er ist nu in Venezuela, er schafft aus 4 Monaten. Und wir reden nicht jeder Tag, aber wir können vertrauen. Venezuela ist ein sehr besonderes Land. Du wird viel in den Nachrichten von dort geredet und viel, dass das ein sehr armes Land ist und dort sehr Schwierigkeiten sind. Wir wollen in diesem Programm weil wir ein bisschen mehr von Venezuela reden. Es kann dir sein, dass Venezuela ist wirklich schlecht aus, dass hier ist. Wegen dort ist sehr viel Kontrolle von den Nachrichten und die können sich nicht selbst aussprechen. Und die Information, die zurückkommt, ist sehr wenig. So alles, was die hier haben, ist das vielleicht 3-mal schlechter. Dat is een land wat van 22 jaar terug is het een economie gevallen. So, die leben al 22 Jahre unter einer harten Regierung, wat de mensen unterdrücken deed en wat dat Geld, oder dat ganze Ökonomie, oder dat Leben von der Personen unterdrückt hat. En hoeveel, moest je ons zum Beispiel mal sagen, können, bloß omdat wir uns das vorstellen können, hoeveel verdient eine Person im Monat zum Beispiel? Nu krijgt een persoon in Venezuela die gewend $20,000. En die moet overleven met dat. Vielleicht moeten ze viele andere Sachen schaffen, dat ze maar gewend kunnen. Aber was kostet mit $1 kaufen, wenn du sagst, du kannst bloß $1
für deine, was kostet überhaupt mit dort kaufen? Ich glaube, vielleicht wirst du 1 Kilo Polio kaufen können. Oder ein Hof oder ein Betzerwort. Ich weiß nicht, nu krijg ich, wofür die kaufen kostet mit dort. Aber was kostet mit 1 Kilo Hundsfleisch überleben in einem Monat? Das geht ja nicht. Du musst wirklich sehr viel brauchen, vielleicht die Etenkosten, was die Regierung die geben hat. Das ist nicht nur wirklich das Nötigste, aber das sind Wortsachen. Nu krijg ich, also sehr viel Venezuelen, die bieten das Lohn sein, und sie schicken Geld nach der Familie, aber das ist nicht sehr viel. Die Geldtäuschung in Venezuela ist so dir, dass vielleicht das würden mithaben. So, hat das gekriegt, und wenn ich nach einem Pot kriegen will, kann ich das voll merken für 15 Euro. Und es hat eine kleine Portion von Eten für jeden Tag. Und viele, die haben bloß Marach, die können nicht unter Eten. Was ist Port von so einen Kosten von Eten, was die Regierung einen checken hat? Vielleicht 1 Kilo Reis, 2 Kilo Nudeln. Und sehr viel Sud, verschiedene Sorten Sud. Aber das sind nicht von den schönsten. Und keiner gleich die eten, aber das zum Überleben ist das, was die eten müssen. Eine Frage, die ich an dich habe. Wie verdienst du im Monat, als du noch schon verdienst? Verdienen sie bloß dort, was die Menschen verdienen, was das wenigste verdienen, oder verdienen sie ein bisschen mehr? Ich gewinne ein klein bisschen mehr, wenn ich arbeite in einer privatischen Stadt, wo dort in einer Bäckerei wäre. Und die Preise, die werden höher als Bieten von dieser Area. Uns wird dort sehr viele Sachen, damit wir können ein bisschen besser gewinnen. Ich kann monatlich meist $20 gewinnen. Aber ich schaffe für 12 Stunden und für einen Teil hier und dass ich vererben darf. Ich will das tun, wenn ich will mehr gewinnen, dass ich mehr Geld haben und dass ich mehr kaufen für Haus, für meine Großmama, für meine Tante. Aber dann wirst du eine von den Personen, die als ein Verreich hat, so viel zu verdienen. Ja, ich will wirklich sagen, gesehen, wenn es die Arbeit, die ich habe, die wenig für alle jüngsten Menschen. Eine andere Frage, wo ist es in der Gesundheit in Venezuela? Das Gesundheitssystem ist nicht sehr fein, es ist arm, es sind nicht viele Doktors. Und wenn du eine Operation hast, wenn du einen Knochen gebrochen oder vielleicht, wenn du ein Kind hast, du musst all die Suero und die Bisturi oder das Geschirr für die Operation und das, was du brauchst zum Reinwerken, alles, was du brauchst, ist. Auch die Medizin, die Anästhesien, alles musst du selbst kaufen. Das ist auch nicht Wutter in den Hospitalen. So, die musst du auch selbst alle herkriegen, Wutterbütteln. Das ist nicht mehr in den Publiko-Hospitalen, aber auch in die, die privat sind. Und die fordern die sehr viel Geld, weil sie wollen die alle Material geben in der Wutter, und das ist sehr viel Geld. Und das eine Operation kann $300 sein. Und gibt es aber einzelne Personen, die gut leben können in Venezuela? Ich glaube, nu leeft keiner sehr gut. Aber du sind Menschen, die haben ihre Geschäfte und du sehr viel mit Dollar, was verkauft wird. Und das sind die Personen, die vielleicht 5 oder 10 Jahre bieten gewohnt haben und sind sie mit einer großen Summe Geld zurückgekommen oder sie haben viele Sachen gekauft, die sie können in Venezuela verkaufen oder sie haben bieten auch andere Geschäfte, die sie mit gewinnen. Aber wo ist es mit den Regierungsmenschen? Haben die ein besseres Leben? Ich glaube, sie haben ein sehr viel besseres Leben, wenn es zum Beispiel eine Sache, die ich sagen will, ist dort,
Da sind 12 Stunden Werken, was wie ohne Licht sind, ohne Strom. Jeder Tag. Oder Werken ohne Wasser. Werken ist etwas einmal der Weg, wo das Wasser kommt. Und die Menschen von der Regierung, die sind nicht geboren mit dort. Sie haben einmal Licht, sie haben Wasser in ihre Häuser. Oder es ist zum Beispiel die Gasolin, das ist auch sehr wenig. Sehr viele, die kann ich mal mit ihrer Fahrrad mehr fahren, wegen das nicht Gasoline. Aber die Regierungsmenschen, die haben aber alle Brennstoff, dass sie mit ihrer Fahrrad fahren können. Und wenn du was Brennstoff hast, dann musst du andere bekäufen, dass die dort verkaufen, und das ist viel Geld. Wo kommt ein Land, das so sehr wieder aufkommt? Wegen der Menschen in erstens sehr viel dort Wort von einem Mann vertrauen, von einem Mensch. Von einem Mensch, der sehr viel versprechen hat, dass er nicht erhöhen kann. Und auch dort Gedanken, wo die haben, die wollen mir dort geben, wenn ich das nicht schaffen will. So, sie wollen mir extra Geld geben, vielleicht ein klein bisschen mehr als was ich gewinne. Oder ich konnte zufrieden sein mit diesen Etenkosten, die die Regierung mir geben hat. Und dann will ich sagen, was ich tue. Die stellen sich zu sehr zufrieden und bleiben bloß dort, wo sie angeliert sind. Und meist alle sind mit dort zufrieden. Hast du noch Hoffnung für Venezuela? Immer. Meine Hoffnung ist immer, ich dachte immer so, dass andere Länder würden kommen helfen. Aber das letzte Jahr verstehe ich dort, dass wir aus Venezuela, wir müssen uns Vertrauen auf Gott setzen. Wegen du hast nicht eine andere Antwort. Wegen du sind so viel Wege, wo die Hand gebraucht, dass die Regierung raufstoppen soll. Und du einen Mann handeln, wo du so Licht bringen Venezuela, wird Venezuela in Dreh bringen. Und die Menschen, die geben ihre Vertrauen in die Jungen ein Rat. Und nu Gott ist die Dollar geworden. Es ist irgendwo, wo der Dollar ist, das ist die Antwort für alles. Und das ist ein Ding, wo wir brauchen, zu verstehen. Und meine Hoffnung ist dort. Dort wir das alle verstehen können. Dort uns Verstand sich aufmerken, dass unsere Radung die kommt von Gott, nicht von Mensch. Wow. So scheint hier, dass nicht alles bloß am Geld und am, ja, dass man, und dann, wo traurig das ist. Meine Frau ist, in das ganze, traurige Land sozusagen, wo hast du Jesus gefangen und wo wäre deine erste Staupe von deinem Glauben? So ich am Anfang sein, dass ich sie in Jerusalem abgewaschen. Und als ich 9 Jahre war, habe ich Jesus angenommen. Und ich fang an zu wachsen in Glauben. Und ich wusste dort, wo ich da. Da waren sehr viele Trübelappen weich. Meine Familie hat schon mal sehr viel Geld gehabt, aber das ist schon mal ein Tag was, wo du gefehlt hast. Ich kann sagen, ich habe Gott seine Hand gesehen in unserer Familie. Daher habe ich abgepasst in alles und dort nichts für fehlen in unser Haus. Dort wenn du irgendwer krank war, wir hatten nicht Geld, um irgendwas Medizin bezahlen oder so. Aber Gott würde immer dort geben, wo du fehlen dort. Ich kann sagen, ich habe Gott seine Hand gesehen, sich bewegen für meinen Gott, dass du nicht fehlen würde im Haus. Und wenn wir krank wären, wenn du nicht Medizin wäre, Geld hatten, um die Examen merken. Wegen all die Situationen, wo wir durchgegangen sind, all dort, was uns gefehlt hat, dass immer Gott was das gegeben hat. Amen. So schön von dir zu hören, Lourdes, was du sagen kannst, dass du auch wann so schwer warst, dass du strahlst, dass Jesus in dein Leben gerade wie aus dort, wo du durchgegangen bist. Leider ist unsere Zeit von dir heute angekommen. Wir werden nächstes Mal wieder von Lourdes erleben, reden, kostet das Programm mitteilen und bis zum nächsten Mal. Gottes Segen. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 44 79.
oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.